Ist das, was du willst? Nein! Tag 33. Meine Hände fühlen sich schmutzig an, meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz, ich werde stärker. Josh, Hannah war hier unten Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Wochen, ein Monat. Josh erfuhr die Wahrheit über das Monster. Oh, Scheiße. Josh erkannte Hannah und Hannah erkannte Josh. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Matt hat sich in Sicherheit gebracht und Matt fand Jessica. Weiter geht's durch die Mine mit Gestolper. Ja, die Jessica, die hängt schon hinten dran wie so ein Zombie an der Leine. Und der Matt kann sich noch einigermaßen bewegen, aber sie wirkt echt wie durchgeprügelt. Das ist richtig heftig. Ich glaube, die ist definitiv nicht in einer Verfassung zum Rennen, wenn es drauf ankommt. Und ja, die Emily konnte das noch. Aber die Jessica sieht man nicht in einem Zustand genug aus. Ich finde es hier richtig krass, dass suche mit Jessica nach einem Weg aus der Mine, okay. Dass Matt eigentlich ja mit Emily zusammen ist und er mit ihr am wenigsten kann. Das gibt eine Trennung par excellence. Aber ich glaube, Kenner kann wirklich gut mit Emily. Müsste ich mal noch gucken bei der anderen, wenn ich die wieder spiele. Aber ich glaube, mit Emily kann echt Kenner wirklich gut. Dass die überhaupt als Freundin dann noch bezeichnet wird. Das wundert mich total. Ach Gott, komm schon her, du Zombie. Und? Oh Gott, wir verstecken uns. So kann man, mit der kann ich entrennen. Okay, komm, Jess. Nicht bewegen. Oh Gott, wieder da draußen krabbelt wie so Spinner. Alter, wie geil gemacht. Okay. Scheiße. Das weh? Okay. Kommt noch einer? Okay. Los. Wir schaffen das. Wir kommen raus. Komm schon. Ja, der Wendigo ist jetzt vor uns. Komm. Die sind saugeil gemacht. Jess! Jess, komm schon. Oh Gott. Zusammen verstecken. Ich lasse sie jetzt nicht zurück. Ich lasse sie jetzt garantiert nicht zurück, nachdem wir alles überlebt haben hier. Wieder nicht bewegen, oder? Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Leckt mich am Käppel. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Rettungsaktion. Jessica überlebte bis zum Morgengrauen. Ja, die habe ich jetzt ganz geschafft. Boah, die habe ich absolut safe. Jessica überlebte bis zum Morgengrauen. Ich habe Jessica absolut 100% safe. Mit von Jessica. Und der überlebte bis zum Morgengrauen. Jessica und Matt habe ich absolut 100%ig safe. Die sterben schon mal nicht. Ja, es ist Morgengrauen. Die zwei haben sie überlebt. Die sind außer Gefahr. Sehr, 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 sehr gut. Status-Update. Status-Update? Ja, die kann am wenigsten mit Jess, aber auch nicht sehr gut mit Emily. Okay. Mit Mike kann sie bisher am besten. Und ist ziemlich tapfer. Sam, Mine. 6:36 Uhr. Nie wie lang. Nur noch 24 Minuten bis zum Morgengrauen. Wir klettern mal wieder. Das kann sie gut. Mhm. Springen, komm. Was kriegen wir hier? Hopp. Jesus. Huiuiuiui. Komm schon. Und, Hammers? Okay, geil. Super, also 2 habe ich definitiv safe. Mit nicht bewegen hätte ich
Mike sag ich, hätte ich Matt und Jessica umbringen können. Boah, und ich finde diese Nicht-Bewegen-Dinger so dermaßen fies, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist echt gemein. Okay. Es nähert sich immer mehr so im Finale, glaube ich, das Ganze. Und, wow, mal abwarten. 2 habe ich jetzt 100 Prot safe. Das finde ich schon mal richtig, richtig geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Könnten Dios neue Paar wäre, wenn sie zusammen überlebt hätten. Und, und Matt wird sich ja sowieso von Emily trennen. Der vertraut ihr nicht. Sie hat ihn wahrscheinlich mit Mike beschissen. Da ist keinerlei Vertrauen mehr da. Deswegen, die werden wahrscheinlich kein Paar mehr sein. Hier habe ich auch nichts verpasst, glaube ich. Dann gehe ich jetzt mal da runter. Und mal abwarten, was ich da jetzt noch finde. Ist da noch was? Im Boden? Hat zwar nicht geglitzert, aber okay. Alles klar. Ich bin als mal wirklich vorsichtig bei sowas. Hier auf dem Weg ist nichts, ne? Springen. Na, Mist, da muss ich wieder durch das eiskalte Gewässer mit meiner Dreiviertelshose. Dass es eine Zugfrore ist, wundert mich. Das muss beißen wie Rasiermesser klingen, ne? Das tut ja auch weh in so einem eiskalten Wasser. Aber gefroren ist es noch nicht. Ja? Wenigstens das. Das wundert mich aber eigentlich, wenn du... verfliegst, Leo. Doch, sollte man besser rausgehen, bevor es was auf der Wäschung gibt. Ja, waschel mal raus. Dann eine Neoprenhose. Oh Mann. Hopp, Samuela. Ich weiß höchstwahrscheinlich Samantha oder so, aber trotzdem, Samuela fand ich jetzt lustiger. Die Psychomusik wieder. Wendigo Wack machen wieder ein Konzert. Die Vögel sind alle gerade erfreut. Natürlich. Und wo sind wir jetzt? Beim Schuppe. Ah, ich glaube, wo der Josh eingesperrt war, ne? Oh. Quicktime Event. Ja. Was kommt jetzt noch? Okay, Glück gehabt. Ich glaube, ach, ein Fehler. Hätt's daran Wendigo auf der Hals. Ist überhaupt noch irgendeiner in der Lodge? Seid ihr da? Lasst mich rein! Shit, Mike! Wer hat denn der ist gepackt? Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Oh Gott. Komm schon. Der Josh ist so entführt worden vom Hannah Wendigo. Und zack. Dann machen wir auf. Okay, jetzt sind nur noch die 2 übrig. Wie sieht's mit Chris und Ashley eigentlich aus? Mike, was ist mit Josh? Er hat ihn. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Naja. Nicht gut. Okay, bleiben wir halt in der Duschdache Lodge. Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Okay. Oh Mann, oh Meter. Das sind ja, müssten ja eigentlich noch Emily, Chris und Ashley übrig sein. Die müssten da... endlich macht die auch mal so Friergeste. Ja, die müssten ja eigentlich, ja, wieder auf dem Tunnelweg zurückkommen sein. Klar. Siehst, die 3 dürften auch noch hier sein. Dann müssten wir zu 5 hier sein in der Lodge. Jess und Matt sind sicher. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben?
Und Josh ist Will fort. ich gar nicht denken. Nein! Leg sie weg hier! Okay. Los! Das sind sie. Alter, was eine Kuh, wie sie die Ashley schubst. Verschließen. Was eine Sau, diese blöde Emily. Dass sie die Ashley noch verstummt hat. Okay, krass. Was kommt jetzt? Oh oh. Nicht bewegen. Ruhig. Keiner bewegt einen verfickten Muskel. Ja. No fucking muscle. Nein! Was war denn das jetzt? Oh Gott. Scheiße. Ich hab mich doch gar nicht bewegt, Mann. Ich hab mich kein bisschen bewegt. Und die zerreißen sich selber. Oh Gott, Gasleitung ist arg gesteckt. Alter, wie geil die sich bewegen, Mann. Ich kann es noch jedes Mal wiederholen. Oh nein. Der Zünsahn opfert sich selber wie in den Totems gezeigt. Ja. Oh Gott. Oh, fuck. Ich halte mittlerweile den Controller nur noch A. Ich traue mich nicht zu bewegen und zu retten überhaupt noch. Oh Gott, die killen sich gerade selber. Nicht bewegen. Retten, Molly im King. Was ist denn die Schlappschlut hier? Es hat geklappt, okay. Boah, jedes Atmen beeinträchtigt den Controller. Oh mein Gott! Nein! Oh Gott. Chris rennt. Ashley. Was macht Ashley? Ashley retten. Hey! Uah. Oh Gott. Emily rennt. Scheiße. Irgendwie bewegt dich nicht. Kein verfickter Muskelbeweger. Ich habe sogar die Luft angehalten gerade. Oh Gott. Verstecken. Scheiße, wer kommt bitte? Renn, Ashley. Nicht bewegen. Oh Gott, ich traue mich als etwas zu schnaufen. Verstecken. Weiter Verstecker. Oh Gott, so viele Nicht-Bewegen-Events. In Ends habe ich schon verhauen. Alter. Alter, ist das geil gemacht. Oh Gott. Ich muss mir erst später die Videosequenz angucken. Ich achte nur auf das Nicht-Bewegen-Ding. Aber es sieht so cool aus. Die sind so cool gemacht. Jetzt, Herr Mass. Okay, der Mike hat es nicht überlebt. Oder? Ich glaube, der Mike hat es nicht überlebt. Schmetterlingseffekt. Aktualisierung. Gebissen. Emily verschont Ashley war in der Zwickmühle und hat die Wahrheit erzählt. Emily drängte sich an Ashley vorbei und brachte sie in Gefahr. Ja, so eine dumme Sau. Gott. Okay.
Ja, Mike ist gestorben. Scheiße, weil ich das Ammo wahrscheinlich nicht mit meiner... weil ich Ammo bei dem Nicht-Bewegen gefailt habe. Sam ist entkommen, Mike ist in der Lodge gestorben. Scheiße. Ashley ist entkommen, Emily ist entkommen, Chris ist entkommen. Fuck, ich hab... Okay. Anna ist gestorben, der Mike habe ich entretten können. Das ist wahrscheinlich, weil ich Ammo das Quicktime-Event, das Nicht-Bewegen-Event gefailt habe. Haben Sichtkontakt. Das Hauptgebäude ist vollkommen zerstört. Over. Scheiße, ganz zum Schluss habe ich noch Anna nicht retten können. Moment. Ich sehe da etwas. Es scheint Überlebende zu geben. Gut, wir gehen runter. Das fuchst mich jetzt, dass ich bis zum Schluss hab warten müssen, dass noch einer verreckt ist. Trophäe erhalten in Gold, 4 Töchter der Dunkelheit. Trophäe erhalten in Silber, kein Schreckenstod für Jessica. Oh Gott. Das war's tatsächlich. Ich hab's gepackt. Mike, Todeszeit, 6:51 Uhr. Okay, Dot ist gestorben, Genickbruch wahrscheinlich. Der alte Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie, Hat er Sie angegriffen? er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Krass, jetzt kommen nur die Das Polizeibefragungen. war Jessica, ich weiß nicht wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase, und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. So Ich eine meine, da geht man ewig Hetze. lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Oh, ist das eine Kuh? War genau da. Und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Boah. Wie gelangten Sie in die Mine? Ich wurde getragen und geschleift und Was konnten Sie sehen? ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Warum schlugen Sie Josh? Er führte sich auf wie ein Irrer und ich musste ihn aufhalten. Sie sagten doch, er war gefesselt. Ja, aber... Okay. Okay. Die drehen dann wohl wieder das Wort im Mund um und wissen nicht, wie es ist, in der Situation zu stecken. Er hat Psychospielchen gespielt. Ich habe zugestochen und ich wollte weglaufen, aber ich wusste nicht, ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all die Sägen und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Kommt die Dumpfbacke jetzt dran? Verpassen Sie mein Paar für mich? Wie bitte? Dumpfbacke, Mr. Muskelprotz, Matt, der Depp vom Dienst. Alter. Ja, vielleicht etwas, das wir wissen sollten? Oh nein, nichts von Bedeutung, bloß Sache. Wissen Sie, dass er mich an dem einstürzenden Turm einfach zum Sterben hat hängen lassen, dieser saublöde Waschlappen? Zu Recht. Du saublöde Ihre Kuh. Freundin Ashley, sie sagte, sie wollte Ihnen helfen. Nein, Sie sagte, sie hätte Sie rufen gehört. nicht mich. Oh, das war gut, dass ich nicht hingegangen bin zu der Stimme. Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Ja, Aber das habe ich. scheiße. Er hat mich gerettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Mist, das verfolgt Was mich. wissen Sie noch? Er hat mich gesucht.
Wirklich. Ja. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Na, Entschuldigung. Oh, Mist. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Wow. Okay, ich glaube, das war jetzt alles soweit, was die Credits angeht. Wow. Mann, oh Meter. Jetzt bleiben zum Schluss nur noch die Logi von der einzelnen Entwickler. Und heiliger Bimbam. Das war's jetzt mit Let's Play Until Dawn auf Pelzig. Ja, es bleiben wahrscheinlich nur noch ein paar letzte Worte von mir übrig. Was bleibt mir zur Sache? Das ganze Ding war im Vorfeld etwas, wo ich damals immer gelesen habe. Ja, Until Dawn, das heißt so gutes Horrorspiel, ist halt viel mit Teenies und so weiter. Und ich weiß nicht, irgendwie war ich anscheinend echt die einzig Strunkelrieb von Hinterwäldler, die gedacht hat, das hätte irgendwas mit Twilight oder ähnliches zu tun. Und es wäre so Teenie-Vampir-Zeug gedöns. Und daher habe ich es eigentlich nie so wirklich verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Dann wurde mir dann vor ein paar Wochen gesagt, hey Yankee, ich sieht's dann aus, spiel doch mal Until Dawn. Und ich habe mir gedacht, okay, was ist denn das mal für ein Spiel? Ich bin wirklich die einzig Strunkelrieb von Hinterwäldler, die das Ding noch nicht kennt. Was habe ich also gemacht? Ich habe mal natürlich YouTube angeworfen und habe mal bei Gronkrai geguckt, das, was man so als erstes macht als Let's Player, ne, wenn man das Spiel nicht kennt. Und habe bei Gronkrai geguckt und gedacht, okay, ach du Scheiße, so typischer Teenie-Beziehungsquark. Und ja, ich habe es dann nur bis zur Seilbahn geguckt, habe gedacht, na meinetwegen, lass dich halt nicht spoilern und so. Und habe dann angefangen zu spielen und habe gedacht, das ist der allergrößte Scheiß. War wirklich am Anfang meine subjektive Einschätzung, es ist der allergrößte Scheiß. Es war teenige Nerven, es waren oberflächliche, widerwärtige Charaktere, um ehrlich zu sein. Und im Endeffekt hat sich nur die Sam als wirkliche coole Sau rausgestellt. Und die anderen waren alle so lala, würde ich sagen. Ja, die Sache mit Josh und mit Dr. Hill fand ich unglaublich geil. Ich habe mir schon am Anfang gedacht, dass es wahrscheinlich Josh gewesen sein könnte. Ich vermute auch wirklich, dass Dr. Hill ursprünglich mal sein behandelnder Arzt war. Aber er hat halt die fette Hallus gehabt mit dem Arzt. Und hatten sich immer wieder jetzt eingebildet während dem Spiel. Das ist zumindest mal meine Einschätzung. Dann, ja, was bleibt mir noch zur Sache? Die ganze Hinweise, die man hat sammeln können, sind richtig geil gewesen. Vor allem extrem geilomat, dass sich rausgestellt hat, dass Hannah zum Wendigo mutiert ist. Das fand ich richtig geil. Generell 1952 und die Totems waren für mich das Highlight, was die Hinweise angeht. Und ich muss ehrlich sagen, die fand ich richtig geil. Vor allem die 1952 Dinger, die fand ich so unglaublich geil. Und super, super schade, dass ich nicht alle Totems zusammengekriegt habe. Ich hätte sie unglaublich gern gehabt, wirklich. Alle die ganze Sache mit der Aufmachung von den Totems, wie die gestaltet waren, wie die unterschiedlichen Motive von den Dinger sind. Und was sie zeigen, dass dann immer so ein Hintergrundfilm abgespielt werden kann. Und ich werde man wahrscheinlich auf YouTube angucken, den Hintergrundfilm, weil ich das so unglaublich geil fand. Und ich sowieso echt wahrscheinlich nie alle Totems finden werde. Und ja, was bleibt mir da noch? Das fand ich unglaublich geil gemacht. Dann die Wendigo-Wag. Gott. Die waren richtig geil gemacht. Die sahen aus mit ihrer überlangen Arme und Beine, mit ihrem Gollum-artigen Gesicht, mit Reißzähne, mit ihrer milchig weißen Haare, mit ihrem Thermoblick und mit ihrer ruckartigen Zeitrafferbewegungen. Die waren der Hammer. Die waren wirklich der Hammer. Die haben mir extremst geil gefallen, die Wendigo-Wag. Richtig coole Antagonister. Und ja, an sich, dafür, dass ich mit 0 bis ziemlich beschissene Erwartungen durchgegangen bin, muss ich sagen, dass ich echt nicht enttäuscht worden bin. Es sogar im Gegenteil, ich bin positiv überrascht worden. Ich danke den 3 Abonnenten. An der Stelle wirklich nochmal großes Dank, vor allem an Regina und an Charlie, dass ihr da nochmal gesagt habt, hey, spielt es doch auf jeden Fall. Und das war für mich
eine absolute Freude. Ab Teil 10 oder 11, wo es so richtig losging, hat mir das höllisch Spaß gemacht. Und ja, ich kann es wirklich auch nur jedem empfehlen, wenn es euch gefallen hat, wie ich das gemacht habe. Das Spiel hat tausende Möglichkeiten, wie man es machen kann. Es können alle Überleber, wenn ich zum Schluss nicht gefailt hätte, hätten tatsächlich auch alle überlebt. Und ich kann es nicht glauben, dass nur einer gestorben ist im Endeffekt. Ja, also es können alle sterben, können alle überleben, es kann nur einer sterben, es können 2 sterben und so weiter und so fort. Also lasst euch das nicht entgehen, Leute. Kauft's euch selber, wenn ihr PS4 habt, weil das ist PS4 Exclusive. Und wenn ihr so eine Konsole habt, kauft's euch auf jeden Fall. Es ist ultra geil, das Spiel. Das Spielfeeling ist super. Die Grafik war der Hammer. Die Story war richtig cool und die Background-Story war noch wesentlich cooler, muss ich sagen, als die eigentliche Story. Und ja, ich würde jetzt sagen, das überspringen mal. Es ist ja sonst nichts mehr bei den Credits übrig. Oh, da kommt noch eine Szene. Dort unten ist etwas. Haben Überlebenden gesichtet. Ein Überlebender. Wiederhole. Ist das? Oh, fuck. Zurück! Nein, nein, nein! Zurück! Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Der Josh hat sich der Fremde neigepetzt. Und ja, der Josh hat sich da... Okay, das mag ich jetzt nicht. Josh hat sich der Fremde neigepetzt und ist selber zum Wendigo mutiert, ne? Josh war am Leben, gefangen und ein Kannibale. Scheiße. Ja, geiler Scheiß. Und ich jetzt sage, kennst du meine Worte, könnte das noch toppen. Und ich würde sagen, wir sehen uns so in meinem nächsten Let's Play. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis hier halten die Ohren steif. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und ich hoffe, es war im Sinne von denen, die es angeleiert haben, dass ich das Spiel, dass es euch so gefallen hat, wie ich das gespielt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir den Weg zu gehen, auch wenn ich teilweise sehr schweigsam habe sein müssen, eben auch um das Spiel nicht zu ruinieren. Und es hat mich zum Schluss wirklich eingefangen. Ich habe die letzten 9 oder 10 Episoden am Stück durchgeballert, weil es mich dann doch wirklich gepackt hat. Und in der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr mal zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Let's Play. Bis dahin, machen's gut und danke für euer Treue und dass ihr mit mir gegangen seid. Eiern. Yankee.